Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Theiss. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich. Und danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ein grosses Gebet und ein Anliegen als Kirche für dich, dass du durch diese Message Gott besser kennenlernen darfst. Das Thema der Predigt heute Morgen lautet Wahrheit sprechen. Wahrheit oder Lüge. Ich weiss nicht, ob ihr euch vielleicht ein bisschen wiedererkannt habt in diesem Theaterstück, aber auch schon in so einer Situation sind, wo ihr ganz einfach nicht die Wahrheit gesagt habt, wo ihr Deutsch gesagt gelogen habt. Wisst ihr, die häufigste Lüge, die wir einander erzählen, ist ganz einfach die, wenn wir gefragt werden, wie geht es dir, sagen wir, hey, super gut, alles bestens. Wir haben es gesehen, im Theaterstück hat überhaupt nicht gestimmt. Nun, man hat Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass 60% der Menschen jeden Tag lügen. Und man hat auch herausgefunden, dass die meisten Menschen während einem 10-minütigen Gespräch mindestens einmal die Unwahrheit sagt. Was meint ihr, wer lügt häufiger? Männer oder Frauen? Wir wissen, dass Frauen viel mehr Worte machen. Aber wer lügt häufiger, Männer oder Frauen? Und ich habe schlechte Nachrichten für die Männerwelt. Es ist nämlich so, dass Männer häufiger lügen wie Frauen. Das ist allerdings der Unterschied, ist nur gering. Und bei all diesen Studien müssen wir immer bedenken, dass die Forscher oder die, immer darauf angewiesen sind, dass die Probanden auch wirklich dann die Wahrheit sagen. Und darum, ob jetzt die Studie stimmt oder nicht, ist eigentlich egal. Was entscheidend ist, dass wir alle ausnahmslos ein Problem haben mit unserem Mund. Was da zum Teil alles aus unserem Mund rauskommt, was eben nicht der Wahrheit entspricht. Und ich möchte einen Bibeltext lesen aus Jakobus 3, Vers 5 und 6. Wir haben den letzte Woche schon gelesen, haben wir gehört in der Predigt. Da heißt, so kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Und ich da denke, es ist erst ein Jahr her, wo die verheerenden Buschbrände sind in Australien, haben das sicher auch mitbekommen. Und da ist eine Fläche von insgesamt 126.000 Quadratkilometer Land verbrannt. Das ist fast 3-mal die Fläche der ganzen Schweiz. Stellt euch das mal vor. Und es braucht manchmal nur ein Zündhölzchen, nur ein Funken, um ein riesiges Stück Land zu zerstören. Und die Bibel sagt uns da, unser Mund, unsere Zunge, unsere Worte können genauso verheerende Resultate hervorbringen, wenn wir da nicht auch ehrlich sind. Sprüche 18,21, dort steht sogar, Worte haben Macht über Leben und Tod. Worte können lebensspendend sein, aber Worte können auch regelrecht töten. Wisst ihr, mit einem Knüppel kann man einem Menschen Knochen brechen. Aber mit Wort kann man die Seele von einem Menschen für immer zerstören. Mit unseren Worten können wir enormen Schaden anrichten und oftmals fängt das an mit einer ganz kleinen Unwahrheit, einem winzigen Funken. Und wir denken dann vielleicht, ja, was ist so verkehrt, wenn ich nicht immer die ganze Wahrheit sage, wenn ich vielleicht etwas so ein bisschen beschönige, wenn ich vielleicht etwas ein bisschen zu meinen Gunsten verdrehe oder wenn ich vielleicht ein bisschen angebe und sowieso ohne Notlügen geht es überhaupt nicht. Das ist ja heutzutage völlig normal und das machen alle. Und ich mache ja das eigentlich nur, um mein Gegenüber nicht zu verletzen und ich kann sogar Konflikt zum Weg ausgehen. Dann ist es doch eigentlich gut, wenn ich meinem Freund nicht sage, dass mir seine Brille eigentlich nicht so gefällt. Ich würde ihn ja nur verletzen und ich würde ihm wehtun. Merken wir, wie unser Kompass für die Wahrheit irgendeine Schieflage geraten ist? Ich habe ein gutes Zitat gelesen. Da heißt, eine Lüge wird nicht zur Wahrheit, Falsches wird nicht richtig und das Böse wird nicht gut,
nur weil es von einer Mehrheit akzeptiert wird. Hey, das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Nur weil eine Mehrheit sagt, ja, das ist kein Problem. Nein, Lüge ist Lüge, falsch ist falsch, böse ist böse. Mit einer Lüge können wir alles kaputt machen. Egal, wie lange dass du jemanden schon kennst, egal wie sehr dass du jemanden liebst und egal, was vielleicht auch schon alles vorher ihr miteinander erlebt habt, das Vertrauen ist danach zerstört. Und wisst ihr, Vertrauen kann nur auf Wahrheit aufgebaut werden. Jemand hat einmal gesagt, nicht die Wahrheit tut weh, sondern die Lüge zuvor. Ich finde das sehr eine gute Aussage. Und ich habe mir dann überlegt, wie denkt denn eigentlich Gott über Lügen? Wie denkt er? Und da sagt der Sprüche 12,22, der Luther-Übersetzung, so deutsch und deutlich, Lügenmäuler sind dem Herrn ein Gräuel. Jetzt wissen wir es. In einer etwas moderneren Übersetzung heißt es, Lügner sind dem Herrn zuwider, aber er freut sich über ehrliche Menschen. Gott freut sich über ehrliche Menschen, aber er hasst Lüge, er verabscheut Lüge. Ich könnte euch noch gerade ein paar mehr Bibelstellen aufzählen, die genau das Gleiche ausdrücken. Lügen sind für Gott ein Gräuel. Und das Wort Gräuel, das da gebraucht wird im Urtext, im Alten Testament, ist ganz ein starkes Wort. Es bedeutet so viel wie widerlich oder abstoßend oder sogar so ekelerregend, dass man erbrechen muss. Das heisst, wenn wir lügen, bringen wir Gott dazu, dass er sich übergeben muss. Und das wollen wir, glaube ich, nicht, oder? Sind es so sehr, hasst Gott Lügen und lügnerische Lippen. Ich möchte jetzt ins Neue Testament gehen und da einen Text lesen aus dem Epheser 4, wo uns einiges zeigt, was für uns wichtig ist. Es heißt da im Epheser 4 ab Vers 20, durch Christus habt ihr jedoch etwas anderes kennengelernt, wenn ihr ihm zugehört habt und die Wahrheit kennt, die in ihm ist. In Jesus ist Wahrheit. Dann drum, Vers 22. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben und als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und zur Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Wir werden da in dem Abschnitt aufgerufen, nachdem wir die Wahrheit in Jesus kennengelernt haben, das alte Wesen abzuziehen, wie alte Kleider, erneuert zu werden und in dem neuen Mensch, der im Ebenbild Gottes geschaffen ist, der zur Wahrheit berufen ist, darin sollen wir leben. Und es erstaunt mich nicht, was dann im nächsten Vers nach diesem Vers steht, nämlich im Vers 25, hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit. Der neue Mensch, der lügt nicht mehr. Der alte ja. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit. Was heißt das jetzt für uns? Gott will nicht, dass wir einander belügen. Er will nicht, dass wir einander in die Irre führen. Dass wir Sachen beschönigen und verdrehen und nur die Halbwahrheit sagen. Warum ist Gott das so wichtig? Weil er weiß, wie zerstörerisch Lügen sind. Wir müssen uns bewusst sein, wir sind am Teufel nie ähnlicher wie dann, wenn wir lügen. Ich möchte das nochmal sagen. Wir müssen uns bewusst sein, wir sind am Teufel nie ähnlicher wie dann, wenn wir lügen. Und wer von uns wird am Teufel ähnlich sein? Ich glaube, niemand. Wie hat Jesus den Teufel meistens genannt? Ein Lügner. In Johannes 8,44 sagt Jesus Folgendes über den Teufel. Er ist von Anfang an ein Mörder gewesen und hat niemals etwas mit der Wahrheit zu tun gehabt, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, so entspricht das seinem Wesen. Seht ihr, wenn wir lügen, entsprechen wir dem Wesen vom Teufel. Und das wollen wir nicht. Denn er ist ein Lügner und alle Lüge stammt von ihm. Das ist der Grund, warum Gott die Lüge so sehr hasst, ist, weil das Wesen
vom Teufel ist. Und weil das auch dem Teufel seine Hauptwaffe ist, um uns zu verführen, um uns gefangen zu nehmen. Wir müssen das bewusst sein, Lügen nehmen uns immer gefangen, führen uns ins Gefängnis, sie binden uns. Aber die Wahrheit Gottes macht uns immer frei. Im gleichen Kapitel, Epheser 4, Johannes 8, im Vers 32 sagt Jesus nämlich, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Habt ihr gewusst, dass die Wahrheit eine Person ist? Und die Person hat einen Namen. Und den Namen kennen wir, das ist Jesus. Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Er hat nicht gesagt, ich habe auch noch ein bisschen Wahrheit. Ich bin. Wahrheit ist das Wesen Gottes. Lüge ist das Wesen vom Teufel. Nun, ich habe mich dann gefragt, warum lügen wir dann? Wie wir es gesehen haben, auch im Theaterstück. Weil wir glauben, dass die Lüge besser funktioniert als die Wahrheit. Die Wahrheit ist nämlich oft unbequem. Und das Lügen ist oft bequem. Ich weiss nicht, ob du auch schon so Ausreden gebraucht hast, wie wir gehört haben. Ja, ich hatte einen Platten. Oder ja, mein Akku war leer. Oder kein Handyempfang. Ja, weisst du, der Stau wieder in Zürich. Kennen wir alles, die Ausreden? Das hilft uns vielleicht im Moment aus der Patsche, aber wir müssen uns bewusst sein, dass eine Lüge zum nächsten führt. Und was dann passiert ist, wir müssen immer mehr verbergen, immer mehr vortäuschen und wir sind immer mehr gestresst und wir sind immer mehr in einem Gefängnis. Lügen führen uns in Gefangenschaft. Die Gründe, warum wir lügen, können ganz unterschiedliche Motive haben. Ich möchte euch ein paar nennen. Die einen Menschen, die lügen aus ganz noblen Gründen. Die sagen nämlich, weißt du, ich möchte die Gefühle der anderen Person nicht verletzen. Ich möchte ihren Selbstwert schützen. Darum sagst du vielleicht als Mann deiner Frau ja nicht, dass dir das neue Kleid eigentlich gar nicht so gefällt. Was ist die Motivation hinter solchen Lügen? Ganz einfach, Feigheit. Einfach, du bist feige. Oder du lügst, um vor anderen gut dazustehen. Du täuschst etwas vor, wo du gar nicht bist, weil du gut dastehen vor anderen. Und was ist da? Warum machen wir das? Uns fehlt es an Selbstwert. Und die Motivation, dass wir etwas vortäuschen, ist, weil wir innerlich tief verunsichert sind. Da ist Unsicherheit in unserem Leben. Oder andere lügen, weil sie Angst haben, wenn die anderen wirklich wüssten, wenn ich bin, dann hätten sie mich nicht mehr lieb, dann würde ich nicht mehr dazugehören. Und wir wollen ja alle dazugehören. Wir wollen ja alle geliebt werden. Was ist da die Motivation, dass wir dann lügen? Angst vor Ablehnung. Oder andere lügen, weil sie nicht zu ihren Schwächen oder zu ihren Versagen stehen können. Wir haben es gesehen, ja, der kann verschlafen. Ja, warum hast du verschlafen? Die Präsentation noch nicht fertig gehabt und sowieso eben all die Schulden. Das darf niemand wissen. Ich bin ein Versager. Mein Vater hat es ja schon immer gesagt und so weiter. Was ist die Motivation hinter solchen Lügen? Menschenfurcht. Was könnten andere über mich denken oder sagen? Andere lügen, um schneller ans Ziel zu kommen. Oder um sich Vorteil bei jemandem zu verschaffen. Können wir ein bisschen schmeicheln. Also, ihr Männer könnt bei Frauen schmeicheln, indem wir sagen, wow, du siehst denn gut aus heute. Hast du abgenommen. Hast garantiert irgendeinen Vorteil gewonnen. Andere versuchen einfach mit Konflikt, lügen, um Konflikt zum Weg auszugehen. Und wisst ihr, so eine kleine Lüge kann vielleicht manchen Konflikt vermeiden, aber sie halten gerade dadurch die Menschen auf Abstand von dir, wo du gerne möchtest, näher mit ihnen zusammen sein. Weil Lüge schafft immer Distanz zwischen Menschen. Lüge sät Misstrauen. Und was ist da die Motivation dahinter? Ganz einfach Selbstsucht. Andere lügen ganz einfach aus reiner Bequemlichkeit. Wenn dein Kind dich zum 100. Mal fragt, warum ist die Sonne gelb, dann gibst du einfach irgendeine Antwort, damit die Fragerei endlich aufhört, weil du nicht Zeit nehmen willst, um auf dein Kind einzugehen. Oder andere, ich denke so ein Teenie, der heimkommt und die Mutter sagt, wo bist du? Ich sage ihr doch nicht, wo ich war, sie wird ausflippen, ich will doch den Stress nicht, also lüge ich sie an.
Was ist da die Motivation dahinter? Ganz einfach Bequemlichkeit oder Faulheit. Wenn wir von so Sachen wie eben Bequemlichkeit, von Selbstsucht, von Unsicherheit, von Ängsten, von was immer das es dann ist, gefangen sind, bestimmt sind, dann ist das eigentlich nicht ein Problem von unserem Mund, sondern vielmehr ein Problem, das etwas tiefer liegt, von unserem Herz. Lügen sind ein Problem von unserem Herz. Schaut mal, was Jesus gesagt hat im Lukas 6,45. Da sagt Jesus, wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt. Nicht in seinem Mund, in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. In anderen Worten, meine Worte offenbaren, was in meinem Herz ist. Das eigentliche Problem sind nicht meine Worte oder meine Zunge, sondern mein Herz, das, was in meinem Herz innen ist. Wir kennen all das Beispiel von der Zahnpasta. Wenn man auf die Zahnpastatube drückt, was kommt raus? Immer das, was drinnen ist. Also wenn du Senf willst, musst du nicht auf die Zahnpastatube drücken. Kommt Zahnpasta raus. Senftube kommt Senf raus. Wenn wir in eine knifflige Situation hineinkommen, oder wenn wir unter Druck geraten, dann entscheidet immer das, was in unserem Herz ist, ob ich jetzt nicht ehrlich bin oder ob ich die Wahrheit kann sagen kann. Ich möchte ein Beispiel geben dazu. Wenn mir zum Beispiel die Anerkennung, wie jemand anderes von mir denkt, wichtiger ist wie alles andere, dann ist mein Herz bestimmt davon. Und wenn ich jetzt in eine Situation komme, wo die Anerkennung bedroht wird, dann mache ich alles, damit mir die Anerkennung nicht genommen wird. Dann bin ich eben sogar bereit, die Unwahrheit zu sagen. Und darum ist es so wichtig, wenn es ums Lügen geht, dass wir uns damit auseinandersetzen, was ist eigentlich in meinem Herz? Was bestimmt denn eigentlich mein Herz? Nicht umsonst sagt die Bibel in Sprüche 4,23, mehr als alles andere behüte dein Herz. Da habe ich dann gefragt, was ist mehr als alles andere? Einfach mehr als alles andere. Behüte dein Herz. Dein Herz ist so entscheidend. Es entscheidet, ob von dir Leben ausgeht oder ob von dir Tod ausgeht. Und wenn mein Herz von Angst bestimmt ist, von Unsicherheit, von Menschenfurcht, vielleicht von Groll oder was immer, dann werde ich mir immer wieder Lügen können bedienen, die mir dienlich sind, dass ich an mein Ziel komme. Wir müssen uns Folgendes bewusst sein. All unsere Herzensprobleme werden zu Wortproblemen, weil das, was in unserem Herzen ist, kommt in unseren Wort raus. Und all unsere Wortprobleme offenbaren unsere Herzensprobleme. Das heisst, wenn wir Menschen möchten werden, die die Wahrheit sprechen, benötigen wir eine dringende Veränderung von unserem Herzen. Ich weiss nicht, ob ihr den Dr. Leonard Keeler kennt, aber ihr habt garantiert gehört von dem, was er mit anderen erfunden hat. Ihr seht es da im Bild. Der Lügendetektor. Das ist ein Gerät, mit dem kann man feststellen, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt. Und der Leonard Keeler hat 25'000 Personen getestet mit dem Gerät. Und sein Fazit nach diesen 25'000 Tests war folgendes: Jeder Mensch ist von Natur aus unehrlich. Jeder Mensch ist von Natur aus unehrlich. Und wisst ihr, um das herauszufinden, braucht es keinen so einen Lügendetektor. Das steht nämlich schon in der Bibel. Das wissen wir. Die Bibel ist so klar, dass wir Menschen als sündige Wesen in die Welt gekommen sind. Oder hast du deinem Kind oder einem anderen Kind mal erklären, wie man lügt? Es steckt in uns rein. Das ist eben der alte Mensch, den wir ausziehen sollen, den wir loswerden müssen. Und das Problem, das wir haben, ist nicht
ja, in unserem Wort, sondern unser Herz muss verändert werden. Und ich möchte uns jetzt zum letzten Teil dieser Predigt noch 4 Punkte mitgeben, die uns helfen, Menschen zu werden, die die Wahrheit sprechen. Und der erste Punkt ist, wir brauchen ein neues Herz. Wenn wir Menschen werden wollen, die zur Wahrheit berufen sind und Wahrheit sprechen wollen, brauchen wir ein neues Herz. Ja, wie komme ich zu einem neuen Herz? Da müssen wir zum Spezialist. Und das ist unser Gott. Und er will und er kann jedem Menschen, der das möchte, ein neues Herz geben. Weißt du, Religion kann das nicht, egal welche Religion, kann dir kein neues Herz geben. Auch in die Kirche gehen, kann dir kein neues Herz geben. Auch all deine eigenen Anstrengungen, alles, was du machst, kann dir kein neues Herz geben. Aber Gott kann und er will dir ein neues Herz schenken. Ja, wie geschieht das, fragst du dich? Und als erstes müssen wir erkennen und anerkennen, dass wir sündige Wesen sind. Dass wir ein Problem haben, das wir selber nicht lösen können. Wir brauchen Gott. Und Gott hat das Problem für uns gelöst. Er hat nämlich seinen Sohn uns geschenkt, der die Sünde auf sich genommen hat, dass wir frei werden können, dass wir zu neuen Menschen werden können. Die Bibel nennt das auch Umkehr zu Gott. Und wenn wir zu Gott umkehren, dann bitten wir ihn um Vergebung und er vergibt uns und er schenkt uns neues Leben. Wir werden von Neuem geboren und wir dürfen dann zu Christus gehören. Und das steht eigentlich in 2. Korinther 5,17 so schön. Da heißt, gehört also jemand zu Christus oder ist jemand zu Gott zurückkehrt, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Der erste Schritt, wenn wir Menschen werden, die Wahrheit sprechen, ist, wir brauchen ein neues Herz. Wenn du noch kein neues Herz von Gott bekommen hast, heute ist der Tag, wo du ihn um das kannst bitten. Der zweite Schritt ist, mein Herz muss jetzt mit Wahrheit gefüllt werden. Wir müssen erneuert werden. Weil das, was in meinem Herz innen ist, das spricht meinem Mund aus. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf Epheser 4, wo wir gelesen haben, dass unser altes Wesen, also wir das ablegen sollen, wie alte Kleider ausziehen, dass wir erneuert werden, ein neues Denken, ein neuer Mensch werden. Das heisst, das alte, die Lüge ablegen und jetzt neue Kleider, die Wahrheit anziehen. Das heisst, unser Herz muss mit Wahrheit gefüllt werden. Wenn du zum Beispiel immer denkst, ich bin nicht liebenswert, mich liebt niemand, dann ist das tief in deinem Herz verankert und du bist gefangen in dieser Lüge. Und das musst du jetzt abziehen wie ein altes Kleid und mit der Wahrheit ersetzen. Das ist nämlich, ich bin nicht liebenswert, das ist eine Lüge vom Teufel. Weil wir müssen anfangen, das Gleiche zu sagen, wie Gott über uns sagt. Was sagt Gott über uns? Er sagt das Gleiche, wie er zu Jesus gesagt hat, zu seinem Sohn, wo er aus dem Wasser, nachdem er sich taufen lassen hat, rausgekommen ist. Die Stimme vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich grosse Freude habe. Und das Gleiche sagt Gott heute zu dir und zu mir, das ist mein geliebtes Kind, das ist meine geliebte Tochter, das ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich grosse Freude. Und weißt du, wenn diese Wahrheit in deinem Herz kann landen, nicht in deinem Kopf, in deinem Herz, dann wirst du freigesetzt von dieser Lüge, ich bin nicht liebenswert, weil du bist geliebt. Gott liebt dich, du bist sein Kind und er hat grosse Freude an dir. Und je mehr Wahrheit du in deinem Herzen empfängst, in deinem Herzen platzierst, umso mehr wirst du die Wahrheit auch sprechen. Fang an, nur noch das zu sagen, was Gott über dich sagt. Nimm Gottes Wort, füll dein Herz mit Gottes Wort. Gott sucht Wahrheit in unseren Herzen. Im Psalm 51,8 steht, du hast Gefallen an Wahrheit im innersten Herzen. Gott freut sich, wenn er in unseren Herzen Wahrheit findet. Gott freut sich, wenn du zu dir selber sagst, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin geliebt von Gott. Gott hat grosse Freude an mir. Und das sagt er nicht nur dann, wenn du etwas Gutes gemacht hast, sondern das ist einfach der Ist-Zustand. Egal, was in deinem Leben geschieht, du bist geliebt.
Gott hat Freude an dir. Und je mehr du dein Herz damit füllst, umso leichter wird es dir fallen, können die Wahrheit sagen. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen Praxis gehen. Der 3. Punkt, nachdem wir ein neues Herz bekommen haben, nachdem wir unser Herz gefüllt haben mit Wahrheit, fang an, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Epheser 4,15, das gleiche Kapitel, Epheser 4, wenn wir schon gelesen haben. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. In Liebe. Weißt du, wenn du die Wahrheit nimmst und wie mit einem Knüppel deinem Gegenüber eins über den Schädel ziehst, dann erschlägst du jemanden mit der Wahrheit und das stößt immer auf Widerstand. Dein Gegenüber fühlt sich dann von dir bedroht. Ich habe ein Bild mitgebracht, wie das aussieht. Dein Gegenüber nimmt Abwehrhaltung gegenüber dir ein und du kannst sagen, was du willst, du hast verloren. Aber das Problem ist nicht der andere, sondern du, weil du die Wahrheit nicht in Liebe eingepackt hast. Wenn du die Wahrheit in Liebe einpacken willst, dann wäre die Chance viel grösser, dass der andere dich nachdenklich wird und auch auf dich hört. Und wie können wir erkennen, ob wir die Wahrheit in Liebe sagen oder nicht? Stell dir mal die Frage, was versuche ich eigentlich zu erreichen, indem ich mit jemand anderem über etwas rede? Geht es mir darum, dass der andere sich ändert, damit es für mich einfacher wird? Oder geht es mir darum, dass ich endlich Recht bekomme, dass der andere sieht, dass ich im Recht bin? Oder habe ich wirklich ein Interesse am anderen? Will ich mir Sorgen machen um diese Person? Will ich nur das Beste wette für diese Person? Und wenn es uns ums Wohl geht von der anderen Person, dann ist die Motivation, die Wahrheit zu sagen, Liebe. Und auch im Epheser 4, im Vers 29 heißt es, was ihr sagt, soll gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Gott will, dass wir mit unseren Worten anderen wohltun. Ich weiss, die Wahrheit kann wehtun. Aber wenn du in Liebe handelst, in Liebe redest, hat Gott die Möglichkeit, durch den Heiligen Geist das Herz von deinem Gegenüber zu berühren. Als ich an diesem Punkt gearbeitet habe, in meiner Predigt, sind mir einige Gespräche von der Vergangenheit wieder in den Sinn gekommen und ich gemerkt habe, ja, da hast du nicht in Liebe geredet. Du hast zwar die Wahrheit gesagt, aber nicht in Liebe. Und es ist nicht gut rausgekommen. Ich merke, ich muss da noch einiges lernen und das will ich auch. Dann der 4. und letzte Punkt. Sei weise, wenn du die Wahrheit sprichst. Weisheit. Weisheit. Sprüche 12,18, da steht, die Worte mancher Leute sind wie Messerstiche. Die Worte weiser Menschen bringen Heilung. Also wir haben die Wahl. Entweder sind unsere Worte wie Messerstich oder wir bringen Heilung. Da sehen wir einmal mehr die grosse Macht, die Worte haben. Ich weiss, ich bin mir bewusst, in vielen Situationen ist es sehr schwierig, die Wahrheit zu sagen, weil du weißt, mein Gegenüber will die Wahrheit auch gar nicht hören, aber du weißt auch, du bist dir bewusst, wenn ich nicht ehrlich bin, dann wird eine Beziehung auch kaputt gehen. Und darum braucht es in diesen Situationen neben viel Liebe, braucht es auch noch Weisheit, viel Weisheit. Sprüche 16,23 sagt uns die Bibel, ein Mensch mit einem weisen Herzen zeichnet sich durch kluge Rede aus. Mir gefällt es, was die englische Übersetzung sagt. Dort heißt es nämlich, wise people always think before they speak. Denk zuerst darüber nach, bevor du deinen Mund öffnest. Bevor du deinen Mund öffnest, überleg dir, was will ich eigentlich sagen? Wie will ich es sagen? Und wann ist der richtige Zeitpunkt? Was, wie und wann? Und wenn du diese Punkte nicht beachtest, dann bist du nicht nur unweise, sondern dann bist du wie ein Elefant im Porzellanhaus. Du zerstörst schlichtweg alles und du machst mehr kaputt, als wenn du nichts gesagt hättest. Ich möchte zum Abschluss kommen heute Morgen,
bin mir bewusst, es ist nicht immer einfach, die Wahrheit zu sagen. Und darum bleiben viele Menschen lieber bei der Lüge, weil es einfach bequemer ist. Aber wir wollen Menschen werden, die die Wahrheit sprechen. Die die Wahrheit sagen. Wir wollen es lernen. Und die Wahrheit müssen wir zuerst mal uns selber eingestehen. Wie sieht es wirklich in meinem Herzen aus? Und nicht etwas überspielen, etwas vormachen und so weiter. Und dann natürlich auch dann die Wahrheit mit anderen. Und wenn wir das lernen, das wird unglaubliche Resultate hervorbringen in deinem Leben. In Form von echten, innigen, vertrauensvollen Beziehungen, die nie möglich sind ohne Wahrheit. Weil Wahrheit immer auf Vertrauen aufgebaut wird. Möchtest du so eine Person werden, die die Wahrheit redet? Wenn wir doch alle aufstehen miteinander und wenn wir ins Gebet gehen miteinander, Gott auch wirklich eine Antwort geben. Wenn du heute da bist und sagst, ich habe noch kein neues Herz, aber ich will zu Gott umkehren. Ich will das Angebot annehmen, dass er mir ein neues Leben schenken will. Ich will das annehmen. Du kannst das jetzt einfach tun, indem du zu Gott sagst, ich brauche ein neues Herz. Ich brauche Vergebung für meine Sünde. Ich bitte dich jetzt, mir zu vergeben. Schenk du mir ein neues Leben. Ich will zu dir gehören, Jesus. Ich will ein Kind werden von dir, eine Tochter oder ein Sohn. Es ist nicht so wichtig, in welchen Worten du das genau sagst, aber dass es du von Herzen meinst. Und wenn du heute Morgen da bist und du hast schon ein neues Herz bekommen von Gott, du hast die Entscheidung schon getroffen für ihn, dann bitte ihn doch jetzt gerade jetzt zeigen, was da wirklich in deinem Herzen ist. Was der Grund ist, warum dass du immer wieder mal die Unwahrheit sagst, warum dass du vielleicht etwas vortäuschst. Vater, ich danke dir, dass du jetzt gerade zu Menschen auch redest, auch Lügen aufdeckst. Gerade die Menschen, die hören, ja, ich bin ein Versager, weil die anderen haben das schon gesagt, ich sage ein Versager. Herr, hilf ihnen, dass sie heute anfangen, das zu sagen, was du sagst in ihrem Leben. Dass sie kostbar sind, dass sie gewollt sind, dass du sie berufen hast, dass du sie begabt hast, Herr, dass wir die Wahrheit von dir nehmen. Und Vater, ich bitte dich auch, dass wir uns alle umgürten mit dem Gurt von der Wahrheit, die du uns geschenkt hast in der Waffenrüstung. Dass wir uns umgürten mit dieser Wahrheit. Danke dir, Jesus, dass du jetzt am Wirken bist in unserem Leben. Dass du jede Lüge kannst aufdecken in unserem Leben. Dass wir nicht mehr gefangen sind in Menschenfurcht. Was könnten andere denken? Keine Angst mehr haben, andere könnten uns nicht lieben, wenn wir die Wahrheit sagen. Herr, hilf uns, deck du die Sachen auf und hilf uns, dass wir immer mehr das sagen über unser Leben, was du von uns sagst. Wir wollen im Einklang sein mit dir. Oh Gott, ich preise dich, dass du jetzt da Menschen dienst im Saal, in der Zürich Lounge, daheim, in der Ferien, wo die Leute sind, Herr. Danke dir. Danke dir, dass du offenbarst und uns deine Wahrheit offenbarst. Danke, Jesus, dass du die Wahrheit bist. Dein Wort ist wahr und es setzt uns frei. Es gibt uns echte Freiheit. Danke, Herr. Danke, Jesus. Du willst, dass wir Menschen sind, die die Wahrheit sprechen. Du sollst so Menschen in uns finden. Ich preise dich dafür. Ich danke dir, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte zum Abschluss euch noch ein Gebet mitgeben. Es ist ein gefährliches Gebet, weil wenn wir das beten, Gott nimmt uns ernst. Aber wenn du anfängst, das Gebet regelmäßig zu beten, so wie das König David gemacht hat, kann ich dir garantieren, dein Leben wird sich verändern. Und das steht im Psalm 139, Vers 23 und 24. Da heißt: Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Weil manchmal merken wir selber nicht, warum habe ich jetzt wieder gelogen. Und wenn wir anfangen zu Gott zu sagen, zeig mir, was in meinem Herzen vor sich geht, er wird es uns zeigen.
Prüfe und erkenne meine Gedanken, was mich wirklich bewegt. Dann Vers 24, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Das ist eine Lüge, führt das immer von Gott weg. Weil das ist das Wesen vom Teufel. Das ist abscheulich für ihn. Gott will es uns zeigen und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Wenn wir das Gebet beten und zu Menschen werden, die die Wahrheit sprechen. Ich würde vorschlagen, bevor wir noch ein Lied singen miteinander, dass wir das Gebet, wenn du möchtest, noch laut miteinander aussprechen. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Halleluja. Vielen Dank, bist du dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dazu beitragen, dass du Jesus besser kennengelernt hast. Übrigens, wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du spürst, dass so Botschaften ein Segen sind für andere oder du uns möchtest unterstützen, dann bete doch für uns. Und du darfst gerne auch spenden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten über SMS, über Twint oder natürlich auch über das gute alte Online-Banking. Vielen, vielen Dank für das, was du tust, damit wir den Dienst weiter tun zum Segen von vielen Menschen. Danke nochmal, du bist heute dabei gewesen. Gottes reicher Segen mit dir.